Heute habe ich einen ganz geilen Faktencheck und zwar werden wir heute Fakten über Call of Duty, denn wie ihr Bescheid wisst, am 13. November erscheint Call of Duty Black Ops Cold War. Und somit sehen wir uns am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Call of Duty Shooter laden seit jeher dazu ein, sich schnell durch die einzelnen, meist schlauchartige Level zu begeben und virtuelle Feinde platt zu machen. Um sich hingegen mit der Umgebung und verschiedene Details zu befassen, bleibt in der Call of Duty Spiele selten Zeit. Wer sich allerdings beschwert, die Einzelspiele-Kampagne in Call of Duty seien zu schnell durchgespielt, sollte sich einmal die Zeit nehmen, einen genaueren Blick auf die einzelnen Spiele zu werfen. Schließlich finden sich hier einige Geheimnisse, die Casual-Spieler in der Regel entgehen, aber auch hinter der Kulissen kann Call of Duty überraschen. In Call of Duty Finest Hour 2004 solltet ihr während eures Angriffs auf eine deutsche Basis in Tunesien die Ohren offen halten. In der englischen Sprachausgabe wird Sergeant Starkey von niemand geringerem als der AC/DC-Stimme Brian Johnson eingesprochen. Johnsons Vater war Sergeant in der britischen Armee. Während deiner Streifzüge begegnen dir diverse Mitstreiter in KI-Form. Bei Captain Price scheint es sich um eine Zeitreisende zu handeln. Immerhin hat diese sowohl einen Auftritt in Call of Duty 2, welchen im Zweiten Weltkrieg spielt, als auch in Call of Duty 4, welches im Zweiten Weltkrieg spielt, als auch in Call of Duty 4, welches in der Gegenwart angesiedelt ist. Ein weiterer wiederkehrendes Gast in Call of Duty Spiele ist der ausgestopfte Teddybär. Seinen ersten Auftritt hatte der Plüschgefährte 2004 in Call of Duty Finest Hour. Seitdem gehört der Teddybär zu den am längsten wiederkehrenden Easter Eggs in Videospiele überhaupt. Der kreative Kopf hinter dem Soundtrack für Finest Hour ist Michael Giacchino. Giacchino war unter anderem auch für die Soundtracks von Lost, Mission Impossible 3, Super 8, Cars 2, Oben, Star Trek und Rogue One. Kein Easter Egg für internationale Spieler, allerdings doch ein interessanter Fakt. Spiele der deutschen Call of Duty Version müssen häufig mit einer abgeänderten Version des Spiels vorlieben nehmen. In Modern Warfare 2 könnt ihr etwa in der kontroverse diskutierte Mission No Russian am russischen Flughafen nicht auf die wehrlose Zivilisten schießen. In dem im Zweiten Weltkrieg spielende Teile wurde jeglichen Hakenkreuz aus dem Spiel entfernt. Ballerspiele machen aggressiv und gehässig. Mitnichten eine bereits 2010 veröffentlichte Studie hat ergeben, dass COD-Spieler im Alter von 18 bis 25 Jahre schneller in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen, als etwa gemächliche Sims 2-Spieler. Videospiele sollen demnach die Sinne schärfen und eine verbesserte Wahrnehmung der Umgebung ermöglichen. Die geschärften Sinne wirken sich unter anderem beim Autofahren oder bei Multitasking-Aufgaben aus. Forscher der Universität of Toronto haben einen weiteren positiven Auswirkung des Call of Duty Spiels entdeckt. Testpersonen, die vorher nicht Berührung mit Videospielen gekommen sind, konnten nach einigen Stunden mit Call of Duty schneller versteckte Zielobjekte in verworrene Bildrätsel finden. Die Studie zeigt somit auf das Teilnehmen im virtuellen Chaos bei Call of Duty Deathmatch durchaus visuelle Fähigkeiten schärfen kann. Übertreiben sollte man es allerdings mit dem Spielen nicht. Der Australier Okankea hatte im November 2012 den Weltrekord für den längsten Gaming-Marathon in Call of Duty Black Ops aufgestellt. Der damals 28-Jährige spielte 135 Stunden und 10 Minuten durch. Jede Spielstunde durfte immerhin eine 10-minütige Auszeit nehmen. Laut offiziellen Guinness-Regeln war es Kaya möglich, die Pause zu sammeln, sodass er sich einige Stunden Schlaf gönnen konnte. Und der Typ ist nicht mit dem Kayayana gemeint. Was Magic the Gathering kann, wohl auch die Macher von Call of Duty zeigen. Ein eigenes Trading Card Spiel auf die Beine stellen. Auf eurer Hand sollte 3 Soldaten gegeneinander antreten. Actionkarten hat die Zugehörigkeit Aktionen bestimmt. Die Entwickler von Upper Deck Entertainment stellt das Vorhaben allerdings noch vor dem Release 2008 ein. Inzwischen erscheint zu jedem Spiel auch die zugehörige Reihe an Merchandise-Artikel. Während viele Spiele allerdings nur mit den üblichen Tassen, Taschen und T-Shirts aufwarten können, gibt es für Call of Duty Fans ungleich spannende Merch zu ergattern. So ist es sowohl zu Black Ops als auch zu Modern Warfare 3 jeweils ein Jeep Wrangler Sonderedition erschienen. Entsprechend Pre-Order Package mit Jeep gab es leider nicht.
Streng genommen hast du die Call of Duty Reihe keinem geringen als Hollywood-Regisseur Steven Spielberg zu verdanken. Dieser wollte schon in den 90er Jahren einen realistischen Weltkriegsspiel produzieren. Allerdings bevorzugt der damalige Markt in der erster Linie Fantasy-Szenarien. Mit Medal of Honor ging sein Wunsch schließlich 1999 in Erfüllung. Aus dem damaligen Entwicklerteam wurde einige Jahre später Infinity Ward, die 2003 das erste Call of Duty veröffentlichen. Kein Shooter ohne Schrotflinte. Auch aus der Call of Duty Reihe ist die Waffe praktisch nicht wegzudenken. Umso überraschend, als das erste Call of Duty aus dem Jahr 2003 ausgerechnet die Schrotflinte nicht enthalten ist. Ist dir das jemals aufgefallen? Kein Witz, es gibt tatsächlich ein offizielles Call of Duty Online. Allerdings ist dieser Ableger 2013 ausschließlich in China erschienen. Ob das Multiplayer Spin-off im West erschienen soll, wurde eine Zeit lang diskutiert, letztendlich jedoch nie umgesetzt. Welcher Fakt zu Call of Duty haben dich am meisten überrascht? Waren alle Informationen für dich neu oder warst du schon vorher der absolute Call of Duty Experte? Lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Und liebe Zuschauer, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt dem Video einen Like, teilt das Video, wenn ihr auch so Call of Duty Fan seid wie ich. Und apropos, es findet gerade die Beta-Wochenende statt. Ihr könnt gerne auf meinem Stream vorbeischauen. Ich werde es hier einblenden und in die Videobeschreibung hinterlegen. Ich zocke auch FIFA. Am Schluss werdet ihr eine Reaktion von mir sehen, wo ich Kane in Form gezogen habe. Danke fürs Zugesehen haben. Haut rein, Leute. Tschüss zusammen. Oh mein Gott! Kane! Bruder, was willst du? 4 Packs gezogen.